So, Freunde, weiter geht's zurück bei Pokémon Legenden Arceus und ja, wir haben noch ein paar Dinge zu tun hier. Und vor allem steht Lumia da einfach so herum. Was ist los, Kleines? Oh, Michael, du kommst wie gerufen. Das Schicksal will wohl, dass wir miteinander kämpfen. Okay. Von einem spannenden Kampf zu verstehen, Pikachu und ich und so wird noch besser. Hey. Ich finde, das gibt es viel zu selten, ey, solche Kämpfe. Aber ja, ist ja klar, hey, da ist ja Vergangenheit, meistens noch Angst vor Pokémon und so. Warum sollte es da also viele Personen geben, die irgendwie kämpfen wollen? Mit Pokémon gegen andere. Sehr gut, Sichler, sehr gut. Ach nö. Noch besser. Nein! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Gut, dann machen wir doch direkt mal, weil meine Power ja erhöht wurde. Krafttechnik Silberhauch. Und das war's. Gut gemacht, Sichler. Gut Job. Neue Attacke. Oh je, jetzt ist Pikachu sicher sauer auf mich. Danke für den Kampf. Nimm diese Anleitung. Für Schleichsprays. Eine Phobeere und 3 Schutzblumen. Weißt du, ich untersuche gerade die Verzerrung des Raumzeitgefüges. Hast du schon davon gehört? Sie sollen in letzter Zeit an verschiedenen Orten auftreten. In diesen Verzerrungen gibt es tolle Items zu finden, aber auch viele starke Pokémon. Pass gut auf dich auf, als du dich hineinbegibst. Also dann gehen wir zur Sumpfland-Basis. Ja, du vielleicht, ich nicht. Ja, das mit dem Raumzeitgefüge, da ist irgendwie etwas ganz Creepiges, mit dem man auch Pokémon finden kann, die es sonst eigentlich noch gar nicht geben könnte oder dürfte. Wie zum Beispiel irgendwie auch Porygon. Weil Porygon, wissen wir, ist eigentlich ein Pokémon, was erschaffen wurde. Und ja, halt alles um den Pokédex zu vervollständigen war. Und eben da gibt es halt auch so creepige, seltene oder auch starke Pokémon. Hochentwickelte und so. Und das ist krass. Du. Dankeschön. Ich kann so einen Superball einsetzen. So. Für Superbälle. Ein Aprikoko, ein Eisenbrocken, ein Glanzstein. Ah, okay. Ja, das war aus dem Grund haben wir vorhin auch mal oder in den letzten 2, 3 Folgen erwähnt, dass diese Glanzsteine natürlich nicht unbedingt alle schon verbraten sollten für Pokebälle oder sonst irgendwie. Weil die halt alle noch brauchen werden. Jetzt wissen wir auch wofür. Also gehe ich mal rein, hol mal die Eisenbrocke. Finden wir sowieso überall immer wieder ein bisschen. Also kann ich jetzt die auch mal ein bisschen verwenden, um uns eben noch ein paar Superbälle mehr zu craften. Den wird aber schon mal mitnehmen. Ja, komm, warum nicht, wa? So, Kiste 1, 6. Hier noch schön sortiert, perfekt. Dann können wir eben ein bisschen craften. Den darf er jetzt auch Superbälle herstellen. Natürlich super. Machen wir mal 27 Superbälle. So, jetzt fehlen noch die Eisenbrocken, ist kein Problem. Hier machen wir den Schwarzglanzstein wieder. Vermutlich wird es auch irgendwelche super Schwerbälle und so geben. Damit ich irgendwie mit Schwarzglanzstein, Aprikoko und Eisenbrocken eben eine stärkere Version der Bälle herstellen kann. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. So, kommen noch ein paar von denen hergestellt. Tränke habe ich jetzt 4
Stück. Warte mal, machen wir mal so. Perfekt. Dann kriegt Sichler noch einen davon. Nicht ganz gereicht, habe mich auch gewundert. So. Da sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Oh, Moment, ganz vergessen. Ah, Sichler hat eine neue Attacke erlernt. Ich glaube, was ich auch vergessen habe zu zeigen in einer der letzten Folge, dass Staravi auch eine neue Attacke erlernt hat. Ich glaube, Ruheort. Genau, aber schon zugewiesen. Das außersehen mal offscreen gemacht. Aber ja. Das hierzu aber mal ganz kurzer Hinweis. So, was hast du jetzt hier noch gelernt? Luftschnitt. Aeroas trifft natürlich immer. Sind eigentlich sicherlos Werte so. Du hast schon mehr auf Angriff und Initiative. Hä? Also insofern mal natürlich irgendwie Silberhauch, ja, macht halt Damage, da ist klar. Momentan auf zum Boosten noch, aber kommt später sicher noch was Stärkeres. Luftschnitt oder eher Doppelschlag. Mehr Schaden austeilt. Okay, gut. Und mit Luftschnitt warte ich mal noch. Ich weiß nicht genau, wie es nach der Entwicklung aussieht von Cyclops, dann irgendwie sogar mehr Power vom Spezialangriff hat. Das könnte ja auch sein. So, wir haben immer noch Hinatsu in der Zwickmühle, genau. Auf die Mission zuerst. Ah, er macht beides auf die gleiche Art und Weise. Verstehe. Okay, okay. Was könnte ich eigentlich hier hin? Kann ich auch schon ins nächste Gebiet, oder was? Da soll irgendwie ins rote Sumpfland oder so. Oder nicht. Also dann. Es regnet auch noch. Naja, was soll man davon halten, wa, Freunde? Wow! Alter. Ampel, pass auf. Und so roll ich noch über dich weg. Da sind ein paar Driftlohn, da ist immer noch kein Evoli. Was machst du, wenn ich fragen darf? Aha. Tatsächlich. Ein Shiny, Freunde. Ein Shiny Ponyta. Krass, oder? Wundert mich. Ich kann sagen, wundert mich ein wenig, dass irgendwie kein Evolis finden und da plötzlich ist da eins. So. Yes, Mann, ein Evoli, Freunde! Wir haben eins, wir haben eins. Wie geil ist das denn bitte? Und entdeckt zu werden, irgendeiner 3 Pokédex-Einträge. Geil, Mann. Tja. Und so kam eben auch, wie es gerade so schön aussah, ein Evoli hier fangen. Ach ja. Warte mal, bin ich jetzt eigentlich ungefähr richtig von da? Hufeiseninsel. Ja doch, der Hufeisenwiese. Dort, wo ich es prophezeit habe, dort war es auch. Sehr schön. Mal, da ist noch irgendwie was Glänzendes. Wollen wir natürlich auch noch ganz kurz angucken. Ching Ching, habt ihr das gehört? Das Geräusch eines Shinies, Freunde. Klar gefangen, schwer ist klar gefangen, besiegt, das seltene Ponita erforscht, da sind wir jetzt dran. Mit Nahrung gefüttert, Einsatz von
Ding gesehen vom Glut. Warte mal. Oh, Moment, war das gerade? Bevorzugte Nahrung. Ja, natürlich jetzt keine Pilze dabei. Denk mal, Silbeere tut's auch, oder? Und hinterrücks gefangen. Tja, so kann's gehen. Hey Kumpel. So. Statt die Iago-Bericht. Ja, können wir natürlich jetzt machen. Wenn man Bock drauf hätte. Habe ich jetzt gerade nichts. Kann ich jetzt sehen, ob nochmal ein Ding auftauchen würde. Ein Evoli. Weil wir haben sie im Prinzip gesehen, dass hier wirklich eins aufgetaucht ist. Und jetzt müsste doch eigentlich eins nachgespawnt sein. Sehe ich das gerade irgendwie ein bisschen falsch? Könnte noch ein bisschen weiter weggehen, weil wir noch ein bisschen zu nah dran. Hey, Driftlohn, was geht ab? Bammelin fehlt mir auch noch. Aber warte mal. Können wir ganz kurz noch gucken, ob es irgendwo hier Alpha-Bammelins gibt. Weil wir brauchen ja ein großes. Ich wüsste jetzt sonst nicht, welches irgendwie hier alphamäßig drauf sein könnte. Weil sonst wäre es einfach ein bisschen Glück, dass ich halt irgendwie auf ein großes finde. Ja, Freunde, haben wir Glück und finden hier irgendwo nochmal ein Evoli. Oder ist das mit der Spawnrate bei seltenen Pokémon ein bisschen anders? Das könnte natürlich auch sein. Ja, würde schon. Na gut, ich meine, eins haben wir zumindest schon mal, das ist schon mal ein Anfang. Und die anderen finden wir sicher auch noch. Okay. Dann, wir haben Evoli, wir haben Panflamme auch schon mal. Heißt jetzt Georock. Würde ich jetzt gerne mal noch holen. Und dafür mal ganz kurz gucken. Irgendwo, war hier irgendwie noch ein verlorenes Item oder so? Oder sehe ich das irgendwie gar nicht mehr? Ach, hier. Ja, komm. Düdü. Massenauftauchen von Sichlos. Das kannst du doch auch fragen, ne? Sollen wir vielleicht mal ein paar Sichlos noch besiegen? Gibt ja schöne Punkte und so, wa? So, ist okay, Verflug, aber das wird nicht lange überleben. Das hat einiges an Damage gemacht, hey, alter Schwede. So.
Ist das schon wieder das Alpha da vorne oder ist das noch ein anderes? Und sicher überraschen ist nicht ganz so einfach. Ich merke gerade, ich würde es gerne überraschen, aber es geht nicht. Das darf nicht direkt drauf gehen. Oh ne, jetzt haben wir es nicht, jetzt haben wir es nicht mit dem Wald so besiegt. Scheiße. Ja, da ist der Herrscher, den haben wir keinen Bock. Aber wenn hier eigentlich Massen auftauchen wäre, müssen wir noch ein paar andere haben. Also müssen sie erst respawnen. Naja. Kriegen wir auch noch hin, Freunde. Warte mal, jetzt bin ich hier und ich will da rüber. Natürlich von hier aus ein bisschen doof, ja? Ne, machen die Schnellreise. Geht fixer so, Freunde. Also dann. Das Item nicht geholt, war? Scheiße. In unbekannte Gefilde. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Hier waren wir schon mal. Ne, da vorne irgendwie dieses krass Relaxo. Ja. Erstmal gucken, wie stark es ist. Oho, und tschüss. Ja, aber wir wissen, dass Pferdestärke drauf hat. Hallo? Alter. Luxio und Luxtra, das sehe ich schon, ich sollte hier noch gar nicht hin, wa? Das wird sicher auch ein ordentliches Level haben. Wow! Ja, was mache ich überhaupt, Freunde? Sandgemenheide, ja, dankeschön. Sind wir hier ungefähr richtig? Ja, bald. Wo ist ein Kadabra? Das ist irgendwie ein Alpha Abra, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Ist das schon wieder das gleiche Luxio wie zuvor? Das ist ganz schön hartnäckig. Also, eigentlich suche ich hier nach wilden Georock, sprich nach solchen, die solchen Steinen drin sind. Und wenn so ein Stein wackelt, das kennen wir schon von Kleinsteins.
Genau, von solchen zum Beispiel. Ups, falsche Pokémon ausgewählt, merke ich gerade. Ja, du jetzt ein bisschen ungünstig. So, jetzt aber. Und, was? Aquavelle bitte. Nein, Glanzstein, schade. Ja, weil die Chance, dass natürlich wieder so ein seltenes Item droppt, ist halt selten. Wie das so schön heißt. Aber es ist wirklich so, irgendwie, ich glaube zu 90% oder so, wenn hier ein Stein wackelt, dann ist es ein Kyurok. Und das ist natürlich schon mal eine große Prozentzahl, sage ich jetzt mal. So ein Pantimos. Okay. Was? Gastrodon gibt es ja also auch. Königsblatt, hä? Ist das, was wir irgendwie... Questbahn ist einfach mein Ding wieder voll. Leistungssand, lala, der schon wieder. Mein Name ist Luxio. Weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, wie jetzt das mit diesen Kristallen hier ist. Ob die irgendwie auch erst nach einer gewissen Zeit wieder nachspawnen. Oder ob es quasi das Gebiet oder Verlass wieder rein muss. Ein Pantimimi. Stufe 18, nicht schlecht. Also okay, wir sehen ja, dass es hier die Kyuroks gibt. Offenbar auch ein bisschen häufiger, als es zum Beispiel in dieser seltsamen Höhle war. Wow, das ist ganz lieb so, Alter! Wo ist auch ein Alpha, also, hä? Okay, mache auf das Vieh platt und dann verschwinden wir hier. Gegen die beiden anderen trete ich nicht an, da könnt ihr vergessen. Level 60, nee. Ich sehe gerade auch, dass hier gar nichts ist. Entschuldigung, Simsla und KKG. Ah, schon der erste, Alter. Okay, sollten wir irgendwann doch mal vorhaben, hier ein bisschen Georox zu farmen für so einen Stein, dann mache ich das, glaube ich, am späteren Zeitpunkt. Das ist mir dann gerade ein bisschen zu übel. Heilige Scheiße. Aber wissen zumindest, dass es funktioniert, das ist schon mal etwas. Eine Raumzeitverzögerung bahnt sich an, okay, die sind jetzt dort, alles klar. Gut, ich hole trotzdem noch ganz kurz das Item, Freunde, dann gehen wir zurück. Natürlich auch mit einem Sidequest mit Ponyta und dann glaube ich, werden wir in der nächsten Folge uns doch mal auf den Weg machen zu, ja, ihr wisst schon, ins nächste Gebiet, weil sonst bringt das irgendwie gar nichts. Und dort sehe ich dann, ob ich wirklich noch
generell ein zu schwaches Level habe, was man nicht vorstellen kann. Dass ich plötzlich die Levelkurve so angeschraubt haben sollen. Oder ob ich jetzt einfach irgendwie halt ein bisschen Pech hatte. Oder das Gebiet einfach nicht betreten darf und noch nicht. Der könnte natürlich auch sein. Hey, ist irgendwo hier im Gras? Wäre mal fies. Ah, hier. So. So, warte mal. Ja, wir haben das ja gefunden. Punkte bekommen. Steigen die Punkte eigentlich auch? Ich glaube zum Teil schon, wa? Vielleicht auch mit dem Rang zu tun, den wir jetzt haben. Also. Dann. Ein paar sind besiegt worden. Jo, ne, wollte eigentlich gucken wegen der Quest. Bonita gesichtet. Doch, aber Iago ist nicht hier, der ist ja drin. Gut. Nur, dass ich da irgendwie nichts Falsches mache. Pantimimi. Hier haben wir auch schon einen kompletten Pokédex-Eintrag. Sehr schön. Da fehlen natürlich noch ein paar. Also generell fehlen natürlich überall noch ein paar Dinge, aber sobald wir Forschungslevel auf 10 erreicht haben, reicht es ja eigentlich. Weil mehr braucht es für einen kompletten Pokédex zwar nicht. Ich glaube, damit wir halt irgendwie, ja, keine Ahnung, 100% haben, brauchen natürlich schon mehr, aber ganz ehrlich, 100%, da bist du lange dran. Evolution-Entwicklungen erforscht, Methode unbestimmt. Ja, die sie entwickelt haben. Ich muss dafür mal noch kurz irgendwie mich informieren, wie denn das überhaupt genau so ist. Mit Evolis Entwicklungen bezüglich halt Zuwendungen. Oder Happiness-Faktor, sagt man ja auch so schön. Wir wissen ja, Evoli hat insofern eigentlich 3 Entwicklungen, die sie so entwickeln, mit Psyana, Nachtara und Felinara. Alle 3 brauchen eine hohe Zuneigung, damit sie entwickeln, und da ist halt die Frage, wie erhöhe ich die am besten? Also in diesem Spiel halt, weil da ist ja auch immer pro Spiel ein bisschen unterschiedlich. Und das nehme ich halt ein bisschen Wunder. Deswegen ist halt die Frage, ob soll ich Evoli ins Team aufnehmen. Dass wir vorher gemähen haben. Damals keine Ahnung, offener Sprach. Wenn es Bonita mit blauen Flammen gibt, wundert es mir auch nicht mehr, weil es nach anderen geben sollte. Farbeaufweis noch auf der Forschungsgruppe dieses Phänomen auf die Spur kommen. Shinies sollten jetzt also häufiger auftreten, nehme ich jetzt mal an. Oder interpretiere ich jetzt aus seiner Wortwahl. Ein Kumpel aus Gala, so, Wird sie also hier auch wieder geben, wa? So Gala und Alola Pokémon. Regionalform besser gesagt. So, Missionsliste nochmal gucken. Also, Nebenmission, Großbammeln fehlt noch, aber da macht eigentlich erst, wenn ich wirklich halt eins habe, was größer als 0,8 Meter ist. Das müsste fast schon Alpha-Pokémon sein. Das gewünschte Pokémon. Ja, ich hab's versucht, beide sind ihm trotzdem zu klein, also bisschen doof gelaufen. Hier eine Zirpurze brauche ich, einen kompletten Pokédex-Eintrag, oder okay. Von Kinoso, also auch später. Hier bin ich halt immer dran, da ist klar. Nachfragen nach neuen Waren, muss ich erstmal finden oder herstellen, wie auch immer. Und hier dasselbe. Jo, dann würde man sagen, gehen wir ins Rote Sumpfland, wa? Ich meine, bringt das sonst nichts. Was soll ich denn sonst noch groß tun? Ich könnte natürlich meine Items noch ganz kurz checken, das stimmt. Und ja, ich glaube, ich werde offscreen mal noch kurz recherchieren, wie eben das mit Evoli und so ist. Ob man da irgendwie... ob es eine gute Variante gibt, das irgendwie zu entwickeln. Sag jetzt mal. Beziehungsweise, wie man irgendwie den Happiness-Wert am schnellsten erhöhen kann. So, und legen wir den natürlich auch noch ab.
Die werde ich zum späteren Zeitpunkt mal noch zuweisen. Dann Eisenbrocken. Ja, ich kann einen weiteren Superball herstellen, aber ich habe schon 37, also... Ja, wobei. Schauen kann sie nicht. Die Bären habe ich irgendwie auch viel zu selten gebraucht. Sindelbeeren, eine Aufmerksamkeit. Seine Aufmerksamkeit. Eigentlich sind Nanabeere und Himibeere eigentlich schon ziemlich gut, oder? Wie das ruhiger. Ja, aber so viele Dinger braucht halt auch nicht. So viele Beeren aufs Mal. Schwerfälliger. Ja, den Aspekt muss ich auch öfter betrachten, vor allem um die Pokédex-Einträge hinzukriegen. Das darf ich nicht vergessen. Das mit dem Schwerfälligkeit ist natürlich schon wichtig. So. Noch weiter einen Superball gemacht. Sehr gut. Sonst haben wir relativ viele. Das ist ein Supertrank. Viele Pokébälle. So, und wieder mal schön aufgeräumt. Perfekt. Jetzt haben wir wieder viel neuen Platz übrig. Und ich glaube, Freunde, ja, machen wir glaube doch so. Nächste Folge machen wir uns auf ins neue Gebiet. Oder Sumpfland. Ich glaube, wir haben es hier genug gemacht fürs Erste. Und eventuell mit Evoli im Team muss ich noch gucken. Ansonsten mit dem bestehenden Team, den ganz Seelach. Vor allem so, denke ich jetzt mal, Bamelin und Damirplex werden sich eh bald schon entwickeln. Sicher noch nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir diesen seltsamen Steindingsbums kriegen. Ob echt nur durch wilde Georoks, aber sonst irgendwie vielleicht mal durch eine Quest so bekommen. Das kann natürlich auch alles sein. Und ja, dann sage ich mal an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen und auch noch bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Bye, bye.